Datei ass Mayway Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wéi de Kierper funktioniert, iwwer Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Joel, Michelle? Eli? An? Publikum. So, dass es nicht funktioniert. Also, für dich mal ein riesig großes Merci, dass du da seid. Auch wenn da nicht so viel seht, als dass du schon nur Corona-Zeiten oder auch nach Corona-Zeiten viel ermischt als Herz voller Glück. Wie kennt der Podcast noch nicht, die du hier sitzt? Göttet ihr schon den ihr noch nicht kennt? Weil eigentlich sollte man es dann 4 Stellen, meine ich, Ja. immer so drauf plongieren. Joel, kannst du erklären, für was man so komisch begrüßt finden? Das ist den Intro von all Episode oder den Anfang von all Episode, den fängt eben mit einer interessanter Froh, wo man uns gegenseitig stellen und dann so anleden an Thema. An Thema, das wird immer etwas mit Maybe Sex zu dienen, mit unseren 3 Pilien, die wir haben, eben Sexualität, die Körper und Gefühle. Genau, und das mit dem Nehmen als Haut für uns eine ganz, ganz spezielle Situation, weil wir haben das gespielt, dass in dem anderen Sendung sieht, lo über die Jahre eigentlich auf Distanz gemacht. Das heißt, zu den dann für seinen Computer oder für sein Handy hat permanent belugt und hat für mich so gucken, dass die Aufnahme lebt. Also wir haben teilweise aus 3 verschiedenen Ländern abgeholt. Und dann lang du wenn's aus der Teil mal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mir wie gesagt, total schön, dass wir zusammengekommen sind. Aber wenn der Podcast eben noch nicht kannte, ich denke, weil wir einen Rückblick machen, können wir dann zusammen, also für uns ist es Rückblick auf Herr, also da vielleicht eine echte Begegnung, wo ich hoffe, dass es schägt und dass da nicht fortläuft. Ich gebe so ein, da können wir ja eigentlich anfangen, so wie man geplant hat. Es wird übrigens abgeholt, das heißt, wenn der lachen will oder scheißen will, die dich keinen Zwang und das möchte Aufnahmen her nur wischt, die Leute dann auch zu hören kriegen. Also schon das mit der Distanz du schon thematisiert. Mir hatte so ein Nähe-Distanzspiel eigentlich, das ganz Jahr lang, weil man ganz Seelen an dem kleinen Studio vom Radio Ara, wo man normalerweise abholen, eben als begegnen konnte. Da wollte ich mal fragen, wie das so für erst war, die Distanz zu erleben, also ob das erarbeitet anstrengend gemacht wird. Und da wollte ich noch kurz sagen, wir sind extrem froh, dass Michael bei uns ist. Weil normalerweise am Podcast-Team sind wir zu 4. Kali kann heute aber leider nicht dabei sein. Und Michael möchte Illustrationen, hat ganz viel Geduld mit uns, hat uns coole Sachen gemacht. Und du fährst schön, dass er da ist. Und ich wollte dem Ili aber die Frage für dich mal stellen. Wie war das für dich, für auf Distanz abzuhüllen? Du hast auch Konstruktionen müssen bauen, wo du ein Aufnahmegerät unter deinem Stuhl hast. Wie hat sich das gefällt? Ja, das war ganz spannend, auch als ich mal für ein gutes Mikro zu fahren. Also als ich mal am Handy gefangen habe und das aber nicht so gut geklappt hat, und ich da glücklicherweise ein Mikro von dir gekriegt. Merci noch, danke, ja. Und da bisschen ausprobiert tun, an einem Stuhl, mit einem Tischtuschen, auch auf der Toilette, mit Kleider und so, aber trotzdem, weil da dann ein kleiner Raum ist, in dem du vielleicht dann ein bisschen besser hört. Und im Endeffekt war es dann trotzdem auf der Couch, wo ihn gut bequem sitzt, am besten. Genau, muss ich noch dabei so leider hat ihr das nie gesehen, wir haben das auf Zoom oft gesehen. Kali mischt, also setzt sich in der Wäscheständer, wo ein Bettdecken drüber ist. Und hat immer mega die Krämpchen oder die Beine angeschlafen, wenn man fertig sind mit Abholen. Denn allein du wenigstens sollte man die Aufnahme nie zu viel und lang ziehen. Also weil mir zwei, mir so gerne kann der freien Natur abgeholt, ne? Wir haben bei mir am Gerd abgeholt, das war von ganz flott. Auch ein bisschen abenteuerlich, bis die Technik du geklappt hat. Mir hat aber zum Schluss hat aber alles geklappt und wir konnten alles abholen und das auch richtig schneiden. Der Nupa sogar angefangen mit Bohren und ich war irgendwann fokussiert auf Bestehen, den ausgesehen hat wie ein Einhorn. Genau, und wir haben irgendwie die Leute gezählt, die Viehlascher sagen und dann haben wir den Viehlascher gut noch Ja. Das sind immer die Geschichten, die das ganz mir witzig machen. Das am Anfang fand ich ein bisschen ironisch, dass man die Frau ist schon rumstelle, weil gleich die auch eine Episode abgeholt, auch über Zoom. Das ist doch, wir sind aus 3 verschiedene Länder zugeschaut. Und du hast die Pandemie nach immer da. Wir hatten am Anfang ein bisschen gehofft, die wir ein bisschen ernst gehen. Aber ja, das ist einfach so wie das. Und wir haben probiert, das zu schaffen. Und ich meine, wir haben aber einen ganz guten Job gemacht. Nicht nur in den Konditionen, wie es wäre, aber auch allgemein denken, dass wir eine ganz flott 3. Staffel produziert haben.
Ich hoffe nicht. Also, wir werden das noch auf die eine oder andere Art und Weise auswerten. Michael, ich wollte dich noch fragen, wie war es da für dich, wenn wir uns dann auf Covid beziehen? Keine Angst, wir werden nicht so lange drüber schwätzen. Für wen mal den ersten Virus müssen zu malen? Ja, ich schon ja ganz live gemalt. Du weißt, war schon, es war ja auch eine Verabschiedung vom Virus. Du weißt, war nicht so schlimm. Es war ja nicht willkommen, es war echt eine Verabschiedung. Du weißt, war ich ganz froh, den zu malen. Also, ja. Genau, und hat so Bengel, also wie nennt ihr das, so Säckelchen, so Päckelchen auf der Schelle, für dann bevor ja, zu gehen. für das sind lang kann trüppeln und dann muss zurückkommen. Und also versuche ich das, ja. Ich stelle mir gerade Virus mit Barfußschuhe für. Ich gehe alltag von schon mein Atelier gehe zu Barfußladen und das ist immer ganz witzig, weil Rago gebe ich nicht, also ja. Joel, wie viel hast du im Kopf, wie viel Folgen aber im Endeffekt bis mit Corona zu dienen hatten? Also wahrscheinlich alle gute, wenn den Abnahmebedingungen mit herrschen, weil wir ja immer müssen irgendwie darüber schwätzen oder als du mal da setzen. Ich finde lösch lo 4 Mal ich habe sie nicht all am Kopf. Aber wenn das Sexting zum Beispiel als etwas, wo man viel über Corona bzw. Nähe Distanz geschwätzt, das muss ja nicht unbedingt an der Corona-Zeit gewesen sein. Langzeitbeziehungen das auch so etwas, was durch Corona sich teilweise beeinflusst wird oder nicht. Der Solo-Sex, also auch zum Beispiel etwas, was durch Corona manche vielleicht mehr aktuell gehen, als wie es vielleicht eine Zeit lang wäre. Ja, du hättest dich ein bisschen professionalisiert, so mit sich selber. Sonst sind noch keine Episode, wo ich wirklich so, das so krass Corona-Bezug mit tut sich einfach immer durchgeschwungen. Also das natürlich von den Beispielen siehst, von den über Sachen schwätzt, die gerade geschieht sind, es könnte einfach immer ob. Also es gibt mich wundern, wenn du einen Vorschrift gibt, wo man gut nicht irgendwann enker über den Virus geschwärzt. Wir haben Europa HIV getestet, alle Guten. Für die Testing-Episode, da haben wir eigentlich auch darüber geschwärzt, dass das auch ein Virus ist und dass man momentan ein anderes Virus, von dem mehr präsent ist wie ein HIV-Virus. Ja, und das war noch relativ traurig, weil den Elian ist ja voll über Trauer gemacht und du mal effektiv auch für Leute geschrieben kriegt, die hier Trauer mal nicht wirklich ausleben konnten, weil sie keinen Abschied konnten holen, wenn sie verloren haben während der Pandemie. Also da hatte man, also ich meine nicht, dass es ein schöner Weise gibt, Corona zu thematisieren. Wir haben manchmal ja probiert, die Leute ein bisschen Alternativhandlungsmöglichkeiten zu geben. Ja, also allein der Solo-Sex könntest du effektiv helfen. Den hilft ja auch an Nicht-Pandemie-Zeiten. Joel hat hier schon ein paar Themen genannt. Vielleicht können wir probieren, noch ein paar andere zu nennen. Eli, hast du da abgeschrieben? Oder fällt da noch keiner an? Ja, also die Episode, die ist wirklich flott von tun, wo doch wirklich flott war, sie mal abzuhören, war die wird Penisunsicherheiten. Weil den Thema, was mir um Herz leid, und wo ich meine, dass einfach nicht genug angeschwärzt wird. Und immer noch ein riesen Tabuthema ist. Zuletzt, wo ich mir auch so war. Und es war wirklich flott, können darüber zu schwätzen und zusammen sich keine Gedanken darüber zu machen. Könnt ihr vielleicht noch einmal erklären, also das den Titel, der so lange ist, wo die Leute immer Pensionsunsicherheit lesen und dann nicht direkt verstehen, dass das mit Penissen zu tun hat. Also Penisunsicherheit ist das, wenn ganz viele Leute da sind und nicht genug nahe kommen, die da können Penissen bezahlen für die Nee. Also es geht effektiv darum, viele Leute mit einem Penis haben einfach Probleme, weil sie meinen, das ist zu klein, das ist zu groß, nicht eine komische Form, und bleibt nicht lang genug hart, spritzt nicht weit genug. Über all die Themen so ungefähr haben wir geschwärzt. Wir haben darüber geschwärzt, was Dauer auf eine Erektion normalerweise ist. Wir haben darüber geschwärzt, was ungefähr den Durchschnitt von der Länge ist. Wir haben darüber geschwärzt, worüber man kann aufpassen mit sich selber und wie vielleicht auch kann fanden für zufrieden mit dem zu sein, was den hat. Genau, mir hat ja da fand ich eine ziemlich große Varianz, weil da ja mehr so eine Hands-on praktischen Pardon, das war nicht so getäuscht.
Nee, mir das ist ja mehr ein anatomisches Sujet auch gewirrscht, den zwar auch philosophisch war, mit Leuten konnten sich mehr drin vorstellen, dann haben wir es aber auch probiert, man so Sachen zu beschäftigen, wie in einem anderen Klassismus. Da wollte ich Michael Renke fragen, wie war es, das Bild zu malen? Also ich wäre gestorben. Ich weiß gerade nicht mehr, ich schon gerade Blackout, oder weiß gerade nicht mehr. Das ist die Mathepfeiler. Ah, ja, das war ein von denen, wo ich nicht wusste, was ich malen soll. Das muss ich, weil das auch bis in eine andere Richtung gegangen ist für mich. Also es war nämlich so, ich konnte das nicht witzig durchstellen. Du weißt, du weißt, war das etwas ganz anderes. Und normalerweise fällt mir immer direkt etwas an, und ich nicht so wirklich Probleme, Ideen zu finden. Aber du warst halt nicht so. Da kann ich keine witzige Corona-Menschen holen, der damals den Package weitergeht oder irgendwas anderes Witziges. Ja. Wir hatten auch über als Favoriten für drin diskutiert. Joel, kannst du vielleicht dein Favorit nennen? Also ich meine, dass man viel Emissionen flott von Herzens. Also natürlich sind sie alle guten ziemlich cool gewesen. Pennisunsicherheiten hätten Ili schon genannt. Für mich eine Episode, die herausfordernd wäre an ganz vielen Hinsichten, auch einfach aus Sachen, die an meinem Leben im Moment geschieht sind, wo es einfach schwierig wäre, eine Person zu finden, noch an sich dann auf das Thema zu konzentrieren. Das wäre eine Episode, die über Transgeschlechtlichkeit, die mir aber am Ende ganz gut gefallen, da wo ich auch ganz froh bin, dass sie so abgeholt ist, wie sie abgeholt ist. Und du einfach die Erfahrungen von der Person konnten mit an den Podcast fließen. Eine Person, die deutschsprachig ist und diesen Podcast trotzdem lauscht oder versteht, das fand ich immer ganz interessant, wann das geht, aber wann es nicht geht. An die andere Episode, die mir immens viel Spaß gemacht hat, wo auch ein bisschen ein Herzensthema von mir wäre, die dann auch ganz gut an das Pandemie gepasst hat, wo man es auch nicht konnte gesehen und packen, das wäre die über Sexting. Also wir hatten das, ich hatte die Episode Direktblick auf die zweite Staffel heute Morgen gelauscht, wir haben da auch angekündigt, dass wir wilden über Sexting schwätzen. Wir haben effektiv gemäht, auch auf Wunsch von vielen Nullausstrahlerinnen. Ja, das hat mich immens gefreut, weil ich fand, dass das etwas ist, wo oft dämonisiert wird und oft ganz negativ darüber geschwärzt wird. Und natürlich muss ich aufpassen, natürlich gehen nicht viel Gefahren bei dem Thema, wie es bei der körperlichen Sexualität auch geht. Mir kann aber immens viel Spaß machen, dann kann ich noch immens viel Flotmomente zusammen haben. Und das wäre mir einfach wichtig, für einfach darüber zu schwätzen. Wenn ich an den Face gucken, also wenn ich auf die Drop gucken, dann muss ich schon eine von meinen Lieblingsemissionen denken. Das war die, wo du so ist, an mir werden nicht schwätzen und dann soll es ja nur mega lang gehen. Das war nämlich die mit der Innerwäsche. Joel schwätzt immens viel über seinen Lieblingskaltsong mit Donutten drauf. Und ich finde zum Beispiel den Spruch, Joel, wie ist das schon mal gesagt? Du sagst, du hast eins, du dich, wo du für einen Spiegel gibst, stehen an der Innerwäsche und du gibst denken, es wäre so schwer, dass die Welt das gerade nicht matt gibt, wie gut du ausgesehst. Ich habe zwar auch gekickelt, aber ich finde den Spruch eigentlich immens live und immens wichtig von so an den Messagen, die ihn weiter an Leute kann vermitteln und Junker vor allem, aber gerne auch an Wurst. Und Michael, du hast ja auch Superman gemalt. Ich finde den Deck witzig von. Ja. Ja, das war auch ein von den echten von der neuen Staffel gewesen. Genau. Ne? Und dann du mal direkt schon gut gefangen, war den positive Massage. Und ich fand die Strümpfe natürlich auch mega cool, die du heute und das gebe ich mir auch Kaffee. Ja. Schon nicht die passende Innerwäsche dazu, muss ich leider sagen. Ja. Also für die Leute, die nicht am Raum sind, ist schon Strümpfe mit Donuts drauf. Was ich aber nicht so schon, für drin extra ein Gurkenwursche gefreut. Eli, was war dann dein Favorite? Also illustrativ. Ich schon den Poster von der dritten Staffel wirklich cool fand. Ja. Weil mir alle Guten da drauf sehen, eine andere mit ganz vielen anderen coolen Motiven. Und weil doch wirklich den typischen Stil aus vom Michael einerseits und aber auch von all den anderen Illustrationen von Maybe Sex. Und ich fand einfach cool, wie man da alle gut ganz aktiv auf verschiedene Plätze sind und verschiedene Sachen machen. Ich kann dazu kurz anhaken, den Poster hängt bei uns auf der Toilette, ich gucke den ziemlich oft.
Ich entdecke bei Laukers nach irgendetwas, was mir noch nicht so aufgefallen ist, den ist wirklich immens cool. Also du, Oh, merci. ist wirklich schön. Was für ein Kompliment von meinem Kunden wegen der Toilette. Das ist wirklich cool. Also für die, die das noch nicht gesehen haben, das vergisst man immer, dass es Leute gibt, die das noch nicht gesehen haben. Das ist so der Where is Waldo, also das Wimmelbild, wo ich Eis fand. Und ich weiß sogar noch, dass als Finanzierer sich bei mir gemeldet hat, für Feedback zum Poster zu gehen. Und ursprünglich Grill luchen, nämlich Penisse. Ja. Und so sollten sie an, das ist echt cool. Ich meine, dass das verschiedene Leute kennt, wenn sie in Italien auf einem Grill gesehen. Aber ich war schon mal durch Aubergine mengisch getauscht. Ja, es ist schon nicht so weit überlöscht, dass das Kinder in die falsche Richtung gehen. Ich nicht witzig Genau. von einfach. Also, ich war durch Sex-Podcast, Penis Grill, das also passt nicht. Ja, schon nicht Base gewankt. So. Ja. Ja, also für ein auf Themen zurückzukommen, mir sehe so effektiv ziemlich querbeet gesprungen. Also wir haben, du hast schon trans gespart, wir haben über Asexualität gespart, ich habe gelernt, für was an der asexuellen Community gesagt wird, dass die lieber Kuch ist, wie Sex zu holen. Also ich spoilere nicht, lauscht das voll, falls das noch nicht kennt, da geht eine interessante Sache geworden. Was du mal noch vergisst, Geruch war auch dick spannend. Geruch, das wäre das ist die 19. Episode Führung der Leiter. Wir haben über Sex und Medien geschwärzt. Wir haben Langzeitbeziehungen, hatte ich schon gesagt, das wäre auch eine Episode, die mir ziemlich um Herz lag, weil das etwas ist, was ich persönlich nicht kann tun. Also so die Erfahrung habe ich nie gemacht und ich wollte einfach mal wissen, wie das so ist. Und das ist auch ziemlich gut rüberkommen. Und ich bin auch froh, dass wir eine Community haben, wo ich einfach kann schreiben, hey, ich will nicht Lust, und direkt melden sich Leute. Wir haben eigentlich über Drogen geschwärzt, du hast eine Spezialepisode mit Pipapo gemacht. Ja, schon da gesucht, also für über Drogen aus Hex zu schwätzen. Ja, da hatte man effektiv so eine Special Edition, die sich so ein bisschen wie eine Gebrauchsanweisung soll funktionieren, wenn sich auf eine Party für berät, aber ob wir den nur der Party noch solo passen. Wir hatten noch eine VIP. Oh, Fred Lutsch gemeint, du hast meinen Freund gemeint. Nee, nee, Das wäre die Episode, die Staffel 4 drin. ja, pardon. Also hin aus mein VIP, oder das ist so schrecklich. Nee, wir hatten den Ärzten mit dabei, das ist ja ein Künstler, wo man singen, künstlerische Entwicklung an Thema Gender, also seiner Musik thematisiert haben. Und ich muss ehrlich sagen, mir sind gewohnt gehen, dass die völlig an einer Schulklasse benutzt wird. Und das sind immer so die Momente, wo ich dann einfach nachdenke, steckt mich Frau aus, weil der Joel hat es kritisch angemerkt, nachdem es mir so abgeholt und es sind ein kleines Fangirl vom Ärzten. Also ich fand einfach beeindruckend, wie ihr schafft, was du mischt, was du vermittelt. An dem Moment, wo du merkst, dass aus dem kleinen Raum, wo du mit irgendwas abhältst, vielleicht etwas weitergehen kann gehen, um Menschen, das macht natürlich auch schon Spaß. Aber wenn wir an dem Mikro rauskommen sind, da wollte man sowieso mich später auch noch darüber schwätzen. Also wenn man so als kleinen Raum verloren sind. Ich wollte einfach die Community zurückkommen. Also Leute, die mit abgeholt und die sitzen, die weiß, hey, ja, also merci, dass da mat opgeholt huet, das scheint, dass da den Ofen do se. An Eli als Community ist effektiv ziemlich zu lit gewusst. Also Heinz, du sind immer ultra aufgeregt, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass so viele Leute auf Fotos drauf waren, dass wir gar nicht wussten, dass so viele Leute als Kind nur lauschen. Wie war das für dich? Schon nicht ganz flott von ich ging da aber auch ein bisschen der Michael schuld, weil ich meine, Ja. seine Illustrationen und sein Stil haben auch geholfen, dass wir einen Wiedererkennungswert haben und dass Leute so gucken und dann tut er auch vielleicht lauschen. War doch ganz flott, dass das, wenn wir früher gestaltet haben auf Instagram, dass wir immens viele Antworten kriegen und dass wir wirklich auf den sozialen Medien eine Community haben, die ganz aktiv ist und auch ganz reaktiv ist, was man auch cool ist, weil sonst zu Lützenburg nicht ganz viel über die Themen geschwatzt wird. Und das dann länger der Weise ist, das dann hier zu sammeln und dann auch zurückzuspiegeln. Schon der Lusche Pummel thematisiert auch an der Folge über Sachser Medien. Wir haben einfach immer Leute, diese Schmellen, die selber etwas allen erlebt tun, wo das interessant ist, weil sie uns das ganz oft nicht erzählen, wenn sie selber, aber weil sie so haben, mir das geschieht, denen an die Schritt wird gefehlt, wann schläft, erklärt die Leute,
der weitere Schritt. Und wir hatten da zum Beispiel, wenn es um sexuelle Übergriffe gegangen ist, wo man auch Sachen rangeschickt wurde, weil es hier zum Beispiel Alternativen dazu gibt, wenn ihr sich nicht traut, bei Police zu gehen, dass ihr dabei eine andere Institution kann gehen, die Beweismittel sichert. Und die geht da doch recht weiter, wenn ihr das selber will und ich und das selber nicht gewusst für drin. Und ich denke, dass das zum Beispiel eine enorm wichtige Message ist. Und ich persönlich fand das immens solidarisch, dass die Leute sich bei uns melden, für Nullausstraherinnen und Nullausstrahler zu helfen. Also ich hatte effektiv wirklich ein bisschen Tränen an der einen oder anderen Situation an diesem Jahr. Und war immer und es sonst so nie, das wird hilfreich, wie empowernd zwischen all den Arschlöchern, die so gibt auf der Welt, wie empowernd aber andere Leute können sind, die ein bisschen zusammenhalten. Sozusagen. Ja, vielleicht auch, dass dir, mit dem, was dir erzählt, und mit dem, was dir von ihr preisgeht, und dann kommen so mit Mengen Illustrationen vielleicht so eine Bubble erschafft, so eine Welt, wo die Leute sich sicher fühlen, also sich austauschen, also sich trauen, für sich selber zu erzählen. Und das ist auch mega wichtig. Und ich meine, du kannst wirklich stolz sein, wenn ihr das erschafft hat, auch von allem dir, weil dir den Hauptteil davon da seht. Ja. Also, ja, was ist denke so, das ist mega flott. Merci. Gar geschehen. Also was noch witzig ist, das was man ja neu angefangen haben, das ja dass man die kleinen Zitate haben, die Leute teilen können. Und ich habe eine Tendenz zu ziemlich langen Sätzen, Schachtelsätze und so weiter. Und Michael hat mir geholfen, mich kurz zu fassen, weil es passt einfach nicht so viel auf so ein kleines Quadrat drüber. Und dann hat dann immer so an, was wäre, wenn man da 150 wieder eventuell streichen. Und was ich interessant fand, von denen Zitate, die am meisten geliked sind, also ich meine, der Reach war Herr Nobel bei 10.000 oder so, war der Satz, du bist nicht allein. Mhm. Und das war ziemlich verrückt. Wir hatten mir langen Text dazu geschrieben und das war verrückt, weil ich weiß, dass ich emotional war, wo ich den Text geschrieben habe und ich gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen drüber, so an übertrieben, an der Resonanz zu kriegen und zu merken, Heinz, du siehst nicht viel mehr einfach, selbst mit denen du Dinge im Umfeld helfen kannst. Das war auch für uns ein wertvollen Lehrprozess. Joel, was hast du da gelehrt das Jahr? Es ist schon immens viel gelehrt. Ich kann nicht alles abzählen. Und ich bin noch gerade ein bisschen blank für irgendetwas abzuzählen, wie der merkt. Schon 3 Jahre falsch manipuliert. Das ja, das ist nicht schlimm. Also, da, wo ich eigentlich ganz viel gelehrt habe, wo ich nicht gedacht hätte, dass so viel gefeiert, das wäre die Episode über Sport an LGBTIQ. Ja. Die ich immens cool fand und die mir immens Spaß gemacht zu lauschen, wo ich am Anfang gedacht habe, Sport dann nicht. Ja, komm, wir mehr da dort, weil das schon, ich weiß schon, dass das ein wichtiges Thema ist. Und auch, also, das wäre ja 2 Lehrpersonen, die du aus ihrer Perspektive gezählt haben, nicht nur über den Sport, sondern auch, wie sie mit Schülerinnen umgehen. Und das wäre wirklich eine Episode, wo ich nur gedacht habe, okay, wow, da sind aber noch viele Sachen, die am Gange sind zu entstehen, von denen du gar nicht weißt, obwohl du meinst, Land wäre so klein und du gehst immer alles mitkriegen. Ja, wo einfach du merkst, dass oft du Motzen hast und irgendwie alles verflucht und dann merkst du, okay, das ist bis mir lang hier, dass wir an Schule gegangen sind, und Gott sei Dank verändert sich etwas. Und das scheint zu hören, dass Jugendliche sich engagieren und das scheint zu hören, dass es Lehrkräfte gibt, die nur lauschen, wenn sie das wollen machen. Schon die Folge auch ganz gut von. Und auch, also auch wenn ich schon nicht die größte Sportskanon sind. Gerade du hast du nicht so viel Ahnung von dem, was an dem Bereich auflebt. Du wennst du nicht gut von das mal zu hören. Bei uns ist eigentlich am Team kein wirklich sportlich. Also, soweit ich weiß, ob man es. Also, weil okay, es hat keinen direkt eine Expertise an dem Bereich. Nicht immer gedacht, wir geben dann aber mal. Also, muss ich noch nicht sportlich sein, für sie zu lauschen. Mir auch sportlicher, der für sie lauschen. Also. Da wird etwas, was wir das letzte Jahr 4 geholt haben. Also bei an der Emission an der letzten Folge von der letzten Staffel, nämlich dass wir ein bisschen mehr repräsentativ schaffen wollen. Haben wir das hier gekriegt, Eli? Ja. Okay, merci für das Gespräch. Wie ist der Grund, wie ist der Grund, wie viel? Kannst du das ein bisschen erklären? Nee, ich meine schon, also teilweise, weil wir auch viele verschiedene Gäste am Studio hatten, trotz Corona. Und auch was Themen anbelangt, ziemlich breit gefächert waren. Sowohl was die Episoden angeht, was auch was die Rubriken angeht.
mit Themen, die teilweise vielleicht mehr seriös sind und Themen, die teilweise mehr locker oder witzig sind oder auf jeden Fall nicht gerade so kompliziert sind. Und ich meine, da haben wir schon ziemlich viel Themen können mal dranholen und noch viele Themen, wo man es viel Goal hatten, zu machen, die man im Endeffekt auch gemacht haben. Wir haben also schon die Listen gemäht, von dem wir alles abgezählt haben, an der Episode, die wir schon 100.000 Mal erwähnt haben. Und das einzige Thema, was wir effektiv nicht gemäht von all denen, die wir euch versprochen haben, wäre eine Episode über Sexshops. Wo ich so, okay, während der Corona-Zeit ist das vielleicht auch nicht so einfach gewesen. Es wäre aber vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit an Platzprobleme, also Platz am Sinn von, wir haben schon so viele Episoden und wir können schon so viele Themen machen und sind da dann immer so viel, die ihr will machen. Aber das hoffentlich vielleicht irgendwann in der Zukunft, wenn wir das nachher ja. Und so haben wir aber alles aufgehakt von den Sachen, die wir euch angekündigt haben. Was Repräsentativität angeht, muss ich sagen, ja, wir haben das durch Gäste gelesen. Wir haben das Team aber nicht unbedingt erweitert oder wir sind nicht unbedingt für divers. Wir haben immer als Perspektiven, die eben so sind, wie sie sind. Ich denke aber, dass wir probieren, ziemlich viel mehr zu denken und ziemlich viel mehr zu holen. Und also immer ein bisschen umgucken, rechts und links, mal über den Thema schwätzen, was es noch für Perspektive gibt. Und dafür sind wir ja auch da, und wir sind ja auch da für dann verschiedenen Leute oder Perspektiven einfach eng Vue zu gehen. Sie hat das zum Beispiel die Asexualitätsfolge oder sie hat das ein ganz persönlich Vue wie die vom Ärzten. Mhm. Ja, wir wollten auch eigentlich also im Kontext von Black Lives Matter machen. Das ist effektiv auch mehr Recherche, mehr Präparation, gucken, weißt du, dass man einen Gast oder einer Gastin irgendwie aufschwätzt. Das wird aus zeitlichen Gründen nicht funktioniert. Wir wollten da aber machen. Dafür noch eine große Merci, dass FinKP heute war und das Sujet auch aufgedeckt wird. Und ich fand ergänzend dazu kann ich ja sagen, also Joel Oeschen hat in einer Emission gesagt, ich hoffe, dass Leute nicht nehmen, den Sex-Podcast lauschen. Mhm. Du sagst, du gehst das hoffen, aber ich ist die Froh, wenn Leute eine andere Sache lauschen, dann ist sie für allem froh, weil Lützeburg wiest, was den Sujet belangt. Und es gibt viele zum Beispiel beim Journal, also bei der Zeitung, die Podcasten, wo Jana de Groot zum Beispiel über Mikroaggression schwätzt drüber, wie es aus zwei verschiedenen Kulturen an einer Relation zu kommen, aber wen dann zu Lützeburg, also wenn du eine Beziehung fährt, auf welche Reaktionen von Leuten können sind. Und dafür ist sie immer so mir froh, wenn Eis-Sujeten sozusagen weitergedroht gehen oder wenn es nirgend Eis-Leute gehen, die das machen. Was du dummer da verstanden? Dummer sind schon verstanden, Okay, ja. Ich sollte meine Stimme als, wenn die Leute just einen einzigen Podcast lauschen, dann hätte ich gerne den Sex-Podcast das. Ich bin aber auch froh, wenn die Leute ganz viel andere Sachen lauschen und das natürlich, also wir haben eben noch just begrenzte Zeit und Ressourcen und umso mehr cool, wenn neue Projekte entstehen, aber wenn neue Perspektiven abgehen, das ist absolut begrüßenswert. Und vielleicht treffen wir also eigentlich alle Guten und holen einen riesen Mega-Podcast mit 20 Leuten. Hoffentlich nicht. Eli, du bist auch nach einem Kaffee und dir gegangen, ne? Also, was den Podcast du belangt, sozusagen aus dem Aufnahmestudio raus. Wo hat das schon mir abgeholt? Auch am Mariendal. Ah, auch am Mariendal. Und plus an einem katholischen Lieu. Was hast du gemacht? Ja, genau. Also, wir waren ja für den Jurenpreis nominiert und sind dann da an der Mariendal gegangen für Video abzuholen, für den Podcast zu erklären, mit den Themen, die wir ausschwätzen, mehr auch, was wir mit der Community machen und die ganz anderen Events und Projekte, die wir im Podcast zu dienen haben, die wir mittragen. Das war auch ganz spannend. Das war also die erste Kehr, dass ich so vor einer Kamera stehe. Weil dann eine keine andere Erfahrung als wie just vor einem Mikro zu schwätzen und keine Grimassen zu machen oder sich können Pummel zu verschwätzen und dann einfach im Neuen zu fangen. Also, ja. Ich denke beim ARA gesagt, dass die beim Radio schaffen, die sind so gut aussehend für Tele. Ich fand das ein ziemlich cooler Spruch. Sind also auch bald nicht dragelos, du weißt ja. Es ist ein bisschen schwierig hier ranzukommen. Das ist aber du gang. Also für mich wäre da doch, also schwer schon für die Kamera mit das trotzdem immer eine andere Erfahrung und die Audiomedien leihen wir einfach viel mehr und sind du viel mehr gewinnt. Sie werden aber ganz, ganz begeistert von uns, das Filmteam. Also, wir haben da 3-4 Takes oder so abgeholt und die waren so, oh, die sind mega gut, ihr könnt das ja mit in der Radio machen. Also, ja, das sind meine Podcasts, dafür sind wir hier.
Aber sie waren aber auch begeistert von dem hier Mengen. Da schmengen dat wird einfach alles getoppt. Wir werden aber auch ein bisschen an andere Medien. Ja, wir waren beim RTL. Alle Menschen möchten gag, weil du geschminkt war. Ich habe mich auch selber ein bisschen erfährt, weil ich das ja nur geguckt habe. Mir das allerwitzigste war, dass die Frau, die neben mir so über Kerze gespart wird. Und dann hat den Tipp zu mir, der Moderator zu mir gesagt, du sollst die Kerze und Blut hier, wenn dann so riechen, dann so war mega schwer. Und der Joel hat einen mega witzigen Screenshot gemacht, wie ich die Kerze so in der Hand. Ja, und dann hat er nur noch gesagt, dass ich Kerze noch am King-Kontext verwenden kann. Und das die Leute sollen einfach dann einen Kalausch trinken. Also anscheinend ist kein Bomisch auf ihrem Fernsehen gestorben, den Abend. Das sind wir aber für Frau Dreva. Wo wir gerade bei den Topischkeiten sind, hat nach so ein Favorite, oder wir können auch 2 oder 3 so von wirklich witzigen Momenten, die nicht immens fachkundig waren, mit die aber Spaß gemacht haben. Also Fängt du an. Okay. Also, mir nicht über mein Brust geschwatzt, right? Und dann habe ich gesagt, dass es eine Zeit gab, wo mein Dekolleté so tief war, dass das aus wie wenn Obst aus einem Obstkirfchen rausfällt. Und ich habe dann aber angefangen, darüber zu schwatzen, dass ich an einer Molkur das Mole kennt. Und da sagst du, oh, dann als Stillleben. Und du sagst, das haben sich bestimmt schon viele Leute an ihrem Leben gewünscht. Und dann hast du einfach ein lachen. Also das ist eine von den Sachen, die ich mal aufgeschrieben habe. Und als Diskussion über die Winnie Pooh. Ich wollte gerade so an dir haut ja an einem Workshop auch im Abkommen, Ja. dass man da über die Winnie Pooh also dann nicht das bisschen so gezählt, was man gesagt hat. Und da den ich für dich drauf gesagt habe, am mir und der Trage los. Genau, also das darum ging, dass er Winnie Pooh gang in der Box hat. Und ob sein T-Shirt den Tanktop aus. Ja. Mit die meisten Comicfiguren sind doch eigentlich immer halb plakisch, ne? Das ist auch komisch. Also wir sind am Kanal von der Episode drauf gekommen, dass all die anderen bei Winnie Pooh Nudisten sind. Genau. Das ist der Freikörperkultur deren. Dazu habe ich auch eine Rubrik abgeholt. Also zu Nudismus, das war, ich meine, direkt die erste von der Staffel, das ist, wo die Lieder nach mehr oder minder gut war. Ich kann ja aber nur nicht sagen, ob ich während dem Abholen plakisch war oder nicht. Ich meine, du siehst sogar an der Rubrik, dass du nicht plakisch warst. Ja, mir ob das stimmt. Kann auch einfach Geheimnis bleiben. Wie man Dinge erinnern war schon. Mir in Rubriken total vergisst. Also du hast ja auch ein bisschen etwas Geschichtes, ja, aber du hast Penisse mit Sombrero gemalt, oder? Wahrscheinlich, irgendwann denke ja. Nee, ich meine, dass Kali erklärt, wie Kondome umgeht. Und dann hörst du so kleine Penisse mit einem Sombrero gemalt. Gibt klassisches Mutzen aus Sombrero. Und wenn klassisches muss das, dann ist falsch. Ich Was ist das denn noch? Ich habe paar Mal ganz kleine Penisse gemalt, und ich weiß aber nicht mehr, welchen Hut die hat. Also bei Eis. Ich meine, es war einfach ein normaler Standardhut. Also ich meine, es war kein spezifischen Hut. Bei Eis in Italien noch Auto. Ja, genau, die können ganz viel. Ja, Ja. also das hat aber voll Spaß gemacht. Was waren dann so, was war die schwerste Rubrik? Hast du irgendwann, wo die ganz lang gedauert hat, so abzuhören, Eli? Die Milch war schwer abzuholen. Das ist immer so, wenn ich da ein Thema habe, dann ist es immer schwer, viel zu fangen und dann erst wann geht es. Die mir schwer, das waren definitiv die mir technisch sind, wo ich dann auch mehr muss überlegen, okay, wer erklären statt oder das ist viel klarer, verständlicher, als ohne zu viel zu vereinfachen, aber ohne dass zu viel komplizierter ist und für das Gleichgewicht zu finden. Und dann trotzdem während der Aufnahme nicht anzuschlafen. Das ist dann so. Hast du dann irgendwo das passieren hast, weil das nicht wusst für drin? Der geht da ganz viel. Also wenn ich eng mis draußen, dann sind dann noch schon am Anfang schon um 2, die Kelly über Sexerbisch gemischt und die ich einfach immens gut recherchiert und viel gedroht von tun. Und ich weiß auch, dass Kelly do immens lang do so dann wirklich viel recherchiert wird. Und das ist effektiv etwas, wo ich dich Eli und Kelly ziemlich bewundern, dass er immer impackt für so komplexe Themen dann einfach an just ein paar Minuten zu dretschen und dann nachher nur selber könnt ihr etwas raus, weil die kann lauschen, wo ihr nur da seht, aha, das wusste ich schon nicht. Und wir Labertaschen, wir schwätzen dann eine 3-4 Stunden, schneiden 20 Minuten raus und nur von Leute, was wäre das? Nee, so schlimm ist es nicht. Ich meine, das tut doch rein zu dem, dass Cedin, dass verschiedene Sachen einfach noch nicht so recherchiert sind und einfach nicht so viel
Studien oder wissenschaftliche Etüden oder so Informationen zu verschiedenen Themen gehen, wie zum Beispiel die Rubrik über Testosteron, die ich gemacht habe, und du von denen sich nicht so viel dazu und generell viel Sachen über das Hormon, was einfach nicht gewusst ist oder wo dann wissenschaftlich so, und das ist wahrscheinlich so, oder tut wahrscheinlich einen Impact und darüber mehr, wo okay wirklich weiß, was das genau aus dem Körper möchte, wen das dosieren kann, was dort für Notdeler sind und wen sich so damit umgehen. Pardon, schon so komisch geguckt, weil Ludmer ein Gesicht geschenkt hat, hat nicht mit dir persönlich zu Kein den Problem. Ich auch noch müssen und die über Styles denken, dass das ja von gegen Verständnis vom Gegenüber Kondom aufgezogen während dem Sex. Und du musst ich zum Beispiel so, dass ich ziemlich beeindruckt war, wie man geholfen konnte, weil man es beim Justizministerium gemeldet haben. Aber weil wir dann eine Rückmeldung kriegen, die auch für uns verständlich, weil wir sind ja keine Juristen, wenn wir die Leute wollen, etwas weitergehen, dann müssen wir das für dich mal verstehen, für dann zu übersetzen. Und da kriegen wir eben gesagt, dass, wenn Personen das geschieht, sie das unbedingt zu uns sollen bringen, weil das ist illegal und das ist eine Körperverletzung. Und das ist nicht an der Reihe. Und du haben wir dann eben noch das Feedback gekriegt, halt Leute kennen das noch nicht, sie sollen sensibilisiert gehen, auf wann es gibt. Sie sollen sich Hilfe sichern, weil wir wollen ihnen die Hilfe sich auch gehen. Wo man ein bisschen so auf dem Slogan sehen, von du bist nicht allein. Das haben wir einfach oft gemerkt, fand ich auch beim Feedback von der Community, dass Leute lang gemerkt haben, hier wäre irgendein Scheiß allein geschieht. Und das heißt, du schon immens helfen kannst, zu wissen, okay, das ist nicht nur just mir geschieht, auch nicht gegen Kollektivlesungen für Probleme. Da war ja auch Sexaccident. Ja. Episode ziemlich wichtig. Sexident, Hundestadt genannt, ja. Ja, das war wirklich witzig. Obwohl, ich gehofft habe, mir geben noch mehr Stanzerer geschenkt kriegen. Ja. Obwohl, den Tigerbalsam auf der Klitoris, den hat wirklich nicht so angenehm geklungen. Autsch. Also, war kollektiv not gefehlt auf alle Fall. Sollen wir dann über traurige Sachen schwatzen? Wir können über Sachen schwätzen, die vielleicht traurig sind, vielleicht auch ein bisschen hoffnungsvoll und vielleicht auch einfach mit ein bisschen Unsicherheit verbunden. Okay. Wir können über Zukunft schwätzen. Oh, scheiße. Ja, da geht es wirklich traurig. Also, hat ihr allen Lust weiterzumachen? Ja. 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 Und du? Das ist nicht, dass ich keine Lust habe, weiterzumachen. Wir schon einfach noch ein paar andere Pläne und fangen eine neue Arbeitsstunde, auf die ich mich konzentrieren will. Ich weiß, dass die Equipe, die Lohn auch da sobald fall stärker ist. Und dafür drücken wir den Podcast definitiv Daumen, dass ihn auch weiter bestehen wird können. Das ist auf jeden Fall so, dass als Kooperationspartner Werte muss wirseln und da sind wir im Moment auf der Sicht. Und du geht Ball weiter gekämpft. Ich gebe mal so, dass die Leute, die hier sitzen, definitiv sich aussetzen werden, für das es Kaffee gehen. Genau. Und wir sind einfach hoffnungsvoll, dass das wird klappen. Und es kann eben sein, dass nur diese Episode ein bisschen eine längere Pause hat. Das wissen wir noch nicht genau. Aber das sehen wir dann, wie das wird weitergehen. Und hoffentlich machen wir viel und hoffentlich können wir noch viel über Sex schwätzen, über Gefühle und Emotionen erklären. Und hoffentlich kann Michael noch viel zeichnen. Ja. Und vielleicht fanden wir ja auch noch die eine oder andere Person, die Mutter ist, will schwätzen. Da wäre ich auch froh. Aber nach also nicht so weit, dass wir das können so oder dass wir können auf sich machen, nur Leute. Aber wenn so weit ist, da geht das bestimmt was auch gewohnt. Und jetzt sind 83 Folgen, die sind da dran, jetzt sind da mehr, oder? 86. Etwas doch immer, ja. Das ist der cool. Also ich lausche noch verschiedene alle Lohnränker, ja. Also die könnt erst gerne ein Kado Rafa Daven, die echt lauschen. Da muss ich nämlich immer rumsuchen. Also die 3 Leute, also Tassit, Kali und Dan, die erste Staffel gestartet wurden, die ja damals schon eine ganz wichtige und eine coole Arbeit fand. Und wir merken nur an den Statistiken, dass die Leute viel Allsachen nach ein lauschen gehen, für dabei alles umzukommen. Dafür, wenn dann der Vakanz keinen zu dienen hat, könnt ihr das ganz gerne machen. Also dass ja noch viel so geschwärzt gehen, auch so am Internet von so Hot Girl Summer oder eben Hot, ich in den anderen Geschlecht Summer. Und ich gebe so mehr einfach Hot Podcast Summer. Und lässt dich durch die ganze Staffeln durch. Wir schauen mal mit den Leuten schwarzen, aber. Ja, ne? lo hast du nicht. Das war der Bock gut. Okay, Also das war ein Deck unelegant Übergang. Wen will über den Penis Unterschied schwätzen? Nee. Genau.
Also wenn dir Frohen hut oder wenn der Ummerkungen hut oder wenn der irgendetwas will wissen, wir sind da, wir werden nicht fortlaufen und ihr könnt gerne Froh stellen. Moin. An der Episode mit der Transperson, die angerufen hat, also die quasi zugeschaltet war, da ist es Pronominalisierung gegangen, aber am Deutschen. Gibt es eine Pronominalisierung auf Lützeburgisch, die nicht ein biologisches Geschlecht impliziert? Also, wir haben ja dann den hier hat sie muss man nicht weiter verdienen, aber gibt es da etwas, was nicht geschlechterspezifisch ist, oder wisst ihr, was du vielleicht benutzt wird, oder mehr Informationen? Soweit ich weiß, nicht. Also, mir ist noch nicht so zukommen. Kann aber sein, dass Leute schon Sachen ausgedischt und was oft passiert, dass das Leute einfach den englischen they them benutzen, auch am Lützeburgischen oder auch am Deutschen. Also, das gesehen schon. Ich gesehen ein anderes Problem, nämlich wenn den über Leute schwätzt. Also dann plötzlich ganz schwer, gut Geschlecht zu benutzen, weil ich zum Beispiel so ein dann oder so ein dünn Eli an auch wenn den das am Schreiben, du kannst über deine Stärke machen, das mehr noch Leute, aber das auszuschwätzen, das geht immens schwer, also das irgendwie versteht, was das genau geht. Also das effektive Feld, wo das letzte Woche noch ein bisschen muss schaffen, aber wo ich aber nicht will so soll ihn das benutzen, weil ich meine, das Leute dann den Leuten selber sich die Pronomen rauszusichern, die für sie gut sind. Ich denke aber, dass, weil man eben noch einen relativ jungen Spruch haben, in der sicher auch kann kreativ und abenteuerlich sein. Was mir noch auffällt, dass er vielleicht aufgefallen, wenn da ist Instagram Aktivitäten geguckt hat, ich habe ja probiert, ob Lützburg zu gendern. Und habe dann zum Beispiel, wenn nicht ein oder eint, war der Punkt gemacht. Ich war mir durchaus bewusst, dass verschiedene Leute, die sich mit Lützburg viel beschäftigen, mal irgendwann auf Werte suchen, dass da Fehler dran sind. Mit mir und du sich Experimente gemacht, die ich aber der Wert von tun. Weil ich finde, das so eigentlich selig sind, dass irgendwie gegendert wird am Lützburgischen. Und ich gedacht, dass mir ja man ein gut Platz für die Experimente zu machen, für zu gucken, was geht. Aber vielleicht auch für die Sache so effektiv auch zu formulieren, dass du die Geschlechtlichkeit gar nicht so an Dinge setzt dran hast. Das fand ich auch so ein anderer Spruch, ein ganz guter Lehrprozess. Das sind auch kein Pronomen mehr, ich habe Tendenz zu so einer Person oder dem Mensch. Genau. Weil das einfach etwas ist, was da war, kein irgendwie ausgrenzt. Und wo ihn dann aber kann, ob ihn hinweisen. Das ist auch nicht wirklich direkt zum Thema. Wir haben ja auch an den Illustrationen immer probiert, vielleicht auch an so Personen zu zeichnen, die nicht ein Geschlecht zugeordnet sind, für das halt ganz gut nicht so Problem kann gehen, für das halt ganz mehr frei ist. So ja, kann ich noch dazu sagen. Befriedigt dich das? Also, ist das okay für dich? Okay. Will sonst noch in der Person einen Beitrag leisten, kritische Feedback geben, dem Joel den Ström vom Live reißen? Man gibt nicht. Aber ich habe so einfach von Michael in der Zwischenzeit. Dann Ja. könnt ihr noch ein bisschen überlegen. Kannst du jetzt vielleicht erzählen, wie so dein Prozess ist? Also, wir schreiben dir dann so eine WhatsApp-Nachricht, so, wir haben eine Episode über das und Thema abgeholt und du kriegst da vielleicht auch noch den Rohschnitt oder einfach die Abnahme. Wie gehst du dafür? Das ist nicht wirklich komplex. Also, meistens ist es ja so, dass sie mir da relativ frei das checkt und dann Anführungszeichen nicht. Mir schon alles gelesen. Und dann irgendwann kommt die Illustration. Meistens lesen ich das dann und dann verinnerlichen ich das so. Und das begleitet mich dann über meine Woche oder über die Idee, wo ich halt nicht anfange, bis ich die Illustration mache. Und dann könnt ihr die eigentlich immer so mit den Ideen, weil ich da gelesen habe und dann könnt die nebenbei irgendwie und ich mache mir Gedanken immer rum und dann flutscht dann eine Illustration raus. Das ist so der Prozess. Ja. Ja, oder Heinz, du könnt ihr auch mega schnell dann lesen statt, dann sind ich so, oh ja, das ist witzig. Und Heinz, du wenn Thema no und dem drunter, das war ich sowieso immer zeichnen, wenn nicht Mönche sind, die also so 3, 4 Menschen neben den Nähe, die immer anders ausgesehen.
oder ich als plackische Menschen oder pupsen nicht so viel. Ich habe es witzig, das blöd ist, das geht immer relativ schnell. Also es begleitet mich einfach vorüber. Wir haben effektiv eine Illustration von dir zensiert. Also nicht, dass man Bild nicht Ja. gelesen, nur mit etwa, wo die neuen Richtlinien bei Instagram kommen, weil man nicht sicher waren, ob es einen Account gibt, bleiben dann nur mal effektiv gemoltene Nippel zensiert. Ja, Aus das ist schon ein Angst, bisschen traurig. Kein Ne? etwas geschehen. Ja, du Ja. aber Chance. Also ich hatte, das ging nicht ehrlich zu, schon noch schiedere Nummer da genervt. Ich hatte ziemlich Panik, den Account wird ohne mich du. Ja, ich weiß ja nie, was geschieht. Also ich will auch mega, ich will auch schon all Posts und Nippel, weil ich plakisch Menschen mal gerade. An meinen Posts gehen noch nicht mehr wirklich gepusht und das ist alles mega los. Also Nippel ist schwer bei Instagram, dann habe ich schon ein Problem. Ich kann das schon verstehen. Die schlimmen Nippel, ne? Ja, aber das ist ein Problem. Also die weiblichen Nippeln, die männlichen, die sind Ja, okay. Just weibliche Nippeln, das ist das Problem. Ja. Das ist effektiv ein Thema, war da so immer beschäftigt, also sowohl Instagram wie auch Facebook, das ist ja als dieselbe Firma, die nicht so froh sind mit dem Thema Sex, sondern es teilweise nicht mal erlauben, hinzusuchen zu gehen, für das Mail-Leiter als Posts gesehen. Also Ja. die Sponsored Posts oder eben die Ads, die man gut nicht dann können schalten, teilweise. Das ist schon ein bisschen blöd. Und ich denke mal, dass man, wenn man den anderen Thema behandeln und man über Nudeln schwätzen, dann hätte man mal den selben Stoff Follower anzuholen, hätte man vielleicht aber dann Mail-Leute, die als Post gesehen. Das ist ein bisschen immer schwierig, das zu beurteilen. Und du gehen doch viele Informationen, wo dann Leute so, ja, muss ich das und das machen, aber wenn Schiedfrieden den Safe drückt, dann gehen der Posts mega heiß. Wo ich dann immer denke, so, ja, okay, der Algorithmus ist vielleicht nicht gerade so blöd, hoffentlich, mengnisch, aber ja, also das ist effektiv ein Thema, was den beschäftigt, oder wo ganz schwierig ist, weil die Plattformen ein großes Monopol haben, alle guten, ja, wir wollen über das, wo die Leute sind. Wir wollen, Genau. dass man gelernt hat, wir wollen, dass Leute das Kontinue gucken, wir wollen, dass Leute das Texte lesen, innerhalb den Nilo, wir wollen, dass Leute die Zeichnung gesehen. Da muss ich irgendwie probieren, da Matze schwammen, Matze kämpfen und sich probieren, irgendwie durchzusetzen. Und da ist natürlich auch cool, wenn ich in einer Community höre, und ich bin wirklich immer froh, wenn ich zufällig in einer Story ein Nilo von dir gesehen oder eben einen Post von uns gesehen und denken, cool, zu denen gedealt. Also das ist immer ein ganz schönes Gefühl, auch wenn ich denke, 2 Personen sind. Moin. Moin. Ich will einfach, das ist mega komisch. Ja, einfach merci so für die immens wichtige Arbeit. Also mir da einfach, mir haben auch einen von euren Episoden an Eisen Podcast weiterempfohlen. Für mich ist es einfach wichtig, weil ich gesehen, dass wir zusammen immer mehr stark sind und dass es immer mehr und mehr diese Bewusstseinsarbeit geht. Und ich habe das auch hautdrem gesehen, wo wir an den Workshops waren, mir einfach am Kreis waren und das schon so heilend ist. Und am Anfang, wenn du am Podcast am Studio warst, wie das bei euch auch warst, wir sitzen da im Kreis und just das, diese Energie, das ist so powerful, will ich mal so. Und ich spüre noch, dass dir möchtet einfach, weil dir einfach so Visionen, die Fokus hat, das spürt man über alle Ebenen drüber und das kommt unegal, ob dem blöden Algorithmus du das promoviert oder nicht, das kommt einfach bei den Leuten und weil direkt an das Herz geht. Und da das einfach was ich mal Welt laut so und ja, merci. Auch von Eis. Vielmals merci. Ja, merci. Ja, ma ich wollte noch so man müsste auch einen Impact auf die Jugendkultur dann hun was schmengt war ja an man kein niemand Das nicht stimmt, war ich. nee mal für den hast du gesprochen das finde ich interessant von dem Workshop das gesagt dann RTL RTL und 80er wären selbst gewesen und da fand ich mich nämlich okay mir dann das ist ja ein bisschen so wie Cycle kontrativ da fand ich nicht immer so nee ich frage mich ob der reale Impact ob die wirklich bleibt oder wie lang das bleibt ob die Jugend erbischt
oder echt ob nächster so ein Schlauf geht oder wie von 80er bis Lohn ist Ruf geht und dann ist Rob oder wird das leid vielleicht in Traditionen oder ob du nicht noch musst andere Sachen matt sehen. Ich erkläre da kurz für die für nicht an dem Workshop waren das so dass ich mein Masterarbeit die war so zu so ein Sex-Podcast an 8 den um RTL gelaufen was das gerade machen sind du am Gange Quellen zu analysieren das war eine Gynäkologin vom Planning familial die du eine Show hat und die Leute Sachen erklärt wird aber was mich schockiert wird was ich für erzählt finde dass sie sieht teilweise genau dieselbe Sachen die mir los holen und sie war also wie soll ich das so sie klingt demos progressiv und ist schon gemeint mir wären auch alle Fes progressiv und irgendwie sitzt und denkst okay wir schwätzen 2020 genau ihr wird dieselbe Sachen aber wie krass ist Lützeburg ein Schank geblieben mir war der Fakt dass sie hat demos einen Impact an mir spüre los schon dass mir auch etwas könnte mal beeinflussen mir denkt froh wie lange es hält und ob die kritisch Maß genug zu Summe könnt für das sich durchsetzt ich will das hoffen also ich wollte hoffen also gerade auch mit den Scheine wieder die du verwandt wirst weil es schon gefehlt dass mittlerweile immer mehr Stimmen hart gehen diese Schnemi silenzen los so und ich meine dass das wertvoll ist was denkt ihr da also mir auch an der Episode über Medien ein bisschen darüber geschwärzt und ich hatte auch schon gesagt der Detail haut es das einfach ganz viel andere Medien gehen es gibt die Sozialmedien gibt ein Internet an das ein bisschen ja Zahnpasta die nämlich als der Typ geht also die als der Typ geht mir nämlich zurückkönnt die nämlich zurückgedreht kriegt an der das mein einfach so also das wie du siehst gehen einfach nur Stimmen die Lodo an die Werte nämlich abhalten man schwärzen aber die von der Menge Backlash könnte ich mengen den Backlash der mir den noch als Queer-Person den aus immer im Do also den muss ich just lo an Ungarn gucken mir Ungarn das nicht den Einzelfall an ging noch ganz viel diskriminierende Gesetze an ganz vielen es war dieser progressive Länder an Länder die lo irgendwie den Rebohandel für sich entdeckt haben an gemerkt haben sie will dann die allercoolsten dann die allerbesten dann sie wäre ja die gut das schwierig statt voraus so wie Zukunft ausgesehen ich meine du sie mir alle gute gefroht für einfach weiter zu kämpfen für das Thema aktuell zu halten für über all die Sachen zu schwätzen dafür merken wir den Podcast ja für einerseits mir können drüber schwätzen wenn mir just an der Kind drüber schwätzen da gibt man es so wie hier beim Kurs sitzen an den Tee trinken oder abs an darüber schwätzen geht ja darum für den Diskurs an Gesellschaft zu bringen für dat Leute auch dobausen wie immer so schön hecht aufhängen drüber zu schwätzen und ich meine das ist verschiedene von Eis kann machen die Themen schwärzen der Plätze wo sich lohnt wo Leute auf dem Dauer hun an einfach mal zu so wie fand ihr das vielleicht auch zu so hey schon der coole Podcast hören ist nicht los denke dran zu lauschen wann nicht vielleicht auch um Themen geht wo Leute noch nicht genug Informationen haben wo Leute vielleicht einfach Kinder mehr gewohnt gehen wo Leute vielleicht einfach Ideen haben die verailt sind oder die schießen nicht Porno und oder was auch immer du kann ihn dann und das so nicht natürlich nicht ganz uneigennützig den Sexport empfehlen kann ihn auch einfach seine Geschichte zählen an Schmengen du sind mir wirklich alle gute gefrot für die Themen eben weiter Laufen zu halten dafür das Feier nicht ausgehen zu lassen ich gesehen dass ich positiv und optimistisch ich meine wir haben den Uhrenpreis an einer Kategorie gewonnen und schon das bisschen als Zeichen dass die Message den wir probieren das zu checken als Podcast mehr auch als Community die hat dabei als eine Mannschaft dass den noch richtig wie können dann hoffentlich dann noch weiter gedroht. Michael, willst du noch etwas holen? Also Merci. Ich gebe so gerade aus den Gründen wird halt wichtig, dass man den Sex-Podcast weitermachen, für das Themen, die immer die neu abkommen, die vielleicht Römenker thematisiert gehen, dass die an einer Bubble dann Römenker halt thematisiert gehen, also nie geholt gehen, und niedere sehr sanft gezogen, und vielleicht auch die Jugend von Lützeburg dann einkehr komprimiert eine Meinung kriegt am Podcast. Oder ich weiß es nicht. Weil sonst schwätzt ja nicht. Verschiedene Leute schwätzen halt einfach nicht gerne Materie über verschiedene Sachen. Und du fand es wichtig, dass das halt bestehen bleibt. Weil wenn das fordert, wo soll jetzt sich dann die Infos hier holen? Also
das halt schon einfach das ist einfach Quell, also muss ja just lauschen und da kriegt ihr den ganzen Input. Mir gerade dafür fand ich cool, dass es immer mehr Jugendhäuser gehen, die das machen, also die sexuelle Aufklärung zum Beispiel an ihre Jugendhäuser machen, da gehen Podcasts, wo immer mehr Jungstimmen auch kommen, also wir sehen zwar noch immens fresh aus, wir sind aber schon über 20 und ich fand cool, dass die Stimmen auch mehr jung gehen und dass die so in heute da sind als Themen, da interessiert da ist. Ich kann nicht oft genug so, mir auch, dass die Schülerinnen und Schüler, die zu dickrisch, die Übergriffe erlebt haben, dass die sich gewehrt haben und dass sie so den, wir sind heute an die Haltlo Optoma da, alle zu soll das gewohr gehen. Das ist einfach mega, mega courageous. Also das Leute so, und das du aus Menge Realität, das du sind Menge Probleme und du lauschst das mal noch. Und dafür ist es auch gut, dass wir nicht, wie soll ich das sagen, wir haben das Thema ja nicht reserviert. Ich gebe es von der Chef an, wenn wir dafür weiter darüber schwatzen. Mir Gott sei Dank sind wir, wie gesagt, nicht mehr lang dummer da. Das heißt, das ist einfach so Lauffeuer, dass du sowieso nicht mehr aufhalten kannst. Kannst du noch vielleicht etwas verbessern? Also schon du nicht gemeint, dass das Lo von dem Podcast abhält in keine Anlaufstelle mehr hat für Infos zu kriegen. Das war nicht so gemeint, dass einfach ein Podcast eine ganz einfache Methode ist, für und Infos zu kommen und um Meinungen von anderen. Ja. Also sich nicht mehr lang zu fehlen. Einfach weil Podcast etwas Modernes ist und Jugend sowieso Podcasts lauscht. Ich schwätze noch, als wäre ich 80, ne? Alle sind doch wirklich nicht alle. Ja, das ist einfach ein Trend, aus dem er nicht so beschwert, auch muss einfach weitergefordert gehen. Für das ist nicht drin, noch einen holt. Von dem, ich hoffe, die versteht, wie ich das meine. Absolut. Okay. Und dass einfach Sexualität war, und bleibt ein Tabuthema, ob man es wollen oder nicht. Und das nimmt, an dem wir so viel wie möglich drüber schwätzen. Dass es Mann ein Tabuthema gibt und dann auch etwas gibt, was sich entwickeln kann. Gibt es eine Alternative zum Wort Amen? Von der Stelle zustimmen, weil man das Amen will so. Ja, genau. So, ja, genau. Will das nach einer ganzen oder so mit den Leuten zu los? Weil wir können gucken, ob es noch eine Frau oder eine Umwirkung gibt. Gute Idee. Moin. Moin. Ich muss sagen, als Newcomer habe ich wirklich ganz viele interessante Sachen hören, wo ich mal so, ich muss definitiv die andere Episode lauschen, ganz sicher. Was ich noch mal fragen ist, wie lange sind da schon on air, unter Gimme? Und auch noch, wo ich schon ein paar kleine Ideen raushöre, mir konkret, wie ist die Idee zum Podcast entstanden? Das hat aus dem Video kommen oder durch ein Gespräch oder gesagt, okay, du musst mal etwas kreieren? Also wenn wir Fernsehen, da lassen wir die Frau an, von denen Lohnierwinterstung, weil das eigentlich ihre Projekt. Ja, also ich muss ein bisschen ausholen. Ich arbeite seit 2004 im Radio. An der Jurendam ich ja mir Feedbacken mir das nicht schlimm. Für mich war das ein Thema, was schon immer wichtig war. Schon angefangen zu überlegen, okay, wie kann ich das abreden, dass es eben nicht so ein Format ist, wo von oben rauf irgendeinem do eine Information gibt. Also irgendein Expert, den du meint, irgendein Dosing Wurst mitzudelen. Und ja, und dann die Gespräche, also du waren wir eben so pur. Als eben überlegt, wer flott ein Format zu kreieren, was ein Gespräch ist, wie wann ihn einfach die Leute nur lauschen, die man nicht über das Thema schwätzen. Also wie wann ein bisschen so, also ein bisschen voyeuristisch. Und die Idee von der Anhecht, also das ist wirklich eine Sache von der, ja, dass ihn ob Anhecht, dass man denen nur lauscht. Und ja, so was da dann von entstanden. Und die Idee war jahrelang, also der Wunsch von mir, das Thema zu behandeln im Radio, weil ich jahrelang so am Hand gehabt und da hat sich nie irgendwie eine richtige Gelegenheit geboten, für etwas zu machen. Aber wie du den Cäsars gegründet hast, das den Zentrum, ich verhalte die Nummer von der Screen. Für Promotion von der sexueller und affektiver Gesundheit. Genau, wie den Zentrum du gegründet hast, habe ich mich da mal einfach invitiert, für die Idee eben weiterzugehen. Also ich habe ganz interessanter Flot von für an hun hast du eben von Anfang an du dann auch unterstützt. Voilà. So hast du dann am Anfang gestanden. Und dann hat es für 3 Jahre eben nur gefangen mit einer kleinen Equipe und da sind dann 2 Leute gegangen und dann sind wir dann irgendwann beigekommen. Wir haben so ein kleines Kirchchen angepackt für unter dir und dann haben sie es müssen adoptieren.
Das ist immer ganz sehr gewusst. Was hat die Menschen ein Schlussbild? Nö, ne? Ich will sonst noch etwas freuen. Das können wir einfach Teekranz hier machen. Man dann gebe ich so ein... Oh, Micha, Nee, ich wollte so, ich gebe gerne echt, aber es witzig ist noch so, aber mir fällt nicht an. Dass du das erzählt. Ja. Also du kannst jetzt vielleicht nicht so eine enge Zeichnung auf die, ob sie besonders stolz bist. Nee, ich sehe im Großen und Ganzen nicht, also ich meine Künstlerin höher am Großen und Ganzen das Problem, dass sie nicht gerne über die eigenen Arbeiten schätzen und auch nicht so, ich bin mega stolz, ob da dann da, du willst. Ich bin stolz, Teil von dem Projekt zu sehen. Ich kann so einfach froh wettfragen, dass der Mann so schlimm findet. Okay. Weißt du auch eine Art Corona-Menschen, ich fand den witzig. Aber sonst, die hatte viele verschiedene Leute drauf, fand ich immer ganz flott. Ja, sonst, ich will mir schon nicht so viel laufen. Also, seht ihr, Heinz, du hast viele Kant von dir, mir von dir will ich ein Tattoo. Irgendwann. Oh. Wenn du es erlaubst. Ja. Okay. Ja. Da gibt es so ein. Ja, mal los, viel am Kreisdrehen, Schleudertrauma und oder so, ist ein Deppes, dass man es nur einfach schön an einem Frieden, an einem Konsens so. Dann können wir es am Konsens zurückbegehen für unter dir. Wir müssen die Sendung aufschließen, weil ich muss die ja nur schneiden. Du hast etwas mega Schönes zum Schluss gesagt, weil man ein bisschen übersprungen und nämlich, dass die Frau Bass Teil vom Projekt zu sind. Ja. Ich so, ja, schon, danke, merci, dass ich das von dir versehen. Merci, dass dir zwei du seht. Riese merci und Kali, dass der Teil um mich spät von Wien aus wird, glaube ich, gut Besserungen hat. Merci und erst, dass es der gibt. Merci, mein Bo mit dir für Grace und Trotton, die sind auch mega cool. Merci und Tontechniker, nie war so eine coole Kerl. Das ist den du Hanne sitzt. Und merci und Sandra, den Ara und nicht und der Grand Duc und nicht und Herbert. An und alle als Fans an die Membern von der Community. Ja. Gebe schon eine Merci so an dir natürlich an. Merci, dass du 2 Jahre bei diesem Projekt mit dabei wärst und also verzaubert hast mit deiner Stimme. Und zum Verzweifelbrüst hast mit verschiedenen Wortspielern. Ja. Auch zum Verzweifelbrüst mit verschiedenen Sätzen, die ihn heute müssen probieren, so zu schneiden, dass sie im Sinn ergehen haben. Schon hast du selber ziemlich lange im Sinn gesucht. Merci für Geduld. Ja, bleibt die 3 Jahre, wenn es schläft. Genau. Ciao, merci. Ich fand eigentlich so ein Merci für Null drin. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.